Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Chrono Trigger auf Pelzig. Wo komme ich jetzt an? Nicht durch, nehme ich an. Ja, das wäre etwas merkwürdig, wenn ich jetzt hier durchkäme. Also, L, R und A öffnet hier nur das Ding. Das bringt uns aber so gar nichts. Vorher haben wir nicht irgendwie ein anderes Kontrollpult noch gefunden. Das macht uns noch den Weg hierzu auf. Das bringt uns aber nichts, weil wir da außenrum schlappen können. Insofern müssten wir wohl hier tatsächlich rübergehen, damit wir so zu der kommen. Okay, alles klar. Also das ist das Infozentrum. Klasse, der Computer ist noch intakt. Mit der so Funktion finden wir vielleicht ein anderes Tor. Ach Gott, wieso da steht die Frau Geek? Ja. Westlich von der Aris-Kuppel. Aha. Ja, das führt uns dort hier. Aha. Da ist noch ein Gebiet, wo wir noch nicht waren. Da. Das muss die Protokuppel sein. Du bist einsame Spitze, Luca, mit dem Ding könntest sicher alles finden. Sag, was macht denn der Knopf hier? Der holt einen Endgegner her, nämlich A. 1999? Visuelle Aufzeichnung vom Tag des Lavos. Also noch im Entwicklerjahr damals 4 Jahre noch Herausgabe vom Spiel. Das ist ja von 1995. Aber so hat man 1999 auch noch nicht gelebt. Oh. Da kam wohl so eine furchtbare Kreatur aus dem Boden rausgeschossen und hat alles in Feuer und Asche verwandelt. Was ist es? Lavos, unsere Welt hat er etwas sie zerstört? Wir müssen wirklich in der Zukunft sein. Nee, ich weigere mich, das zu glauben. Wie sie aussieht dabei, wie so ein Esel, der kreischt. So kann unsere Welt nicht enden. Chrono. Entschuldigung, war ja sie. Da gibt's ja eins, wir müssen die Geschichte verändern, genau wie Chrono, als er mich gerettet hat. Okay, Luca? Okay, Chrono? Ich weiß nicht, ob man die Geschichte verändern sollte. Ich denke mal, es war Glück, dass wir durch das Tor hierher gesandt wurden. Chrono, geh mal. Nein. Obwohl, ja, okay. Chrono, Luca, zusammen schaffen wir das. Aber lass uns doch genauer über Lavas Aktivität in unserer Epoche noch forschen. Auf zur Protokuppel. Ja, alle hopp. Da können wir uns das nochmal angucken, oder was? Ja, wir müssen jetzt darüber gehen, wo uns das lustige Gefährt rüber bringt. So viel ist klar. Und da müssen wir dann hingehen. Alle hopp, jetzt haben wir wenigstens mal fest das Ziel vor Aare, das ist gut. Huch. Okay, die ganzen Stinktiere sind auch wieder da. Hallo Stinktier 1. Aber die Musik ist sehr geil und sehr episch. Sehr schön. Ja, die Musik mag ich echt. Ich muss generell sagen, dass Chrono Trigger äußerst epische Musik hat und einen sehr geilen Soundtrack besitzt. Ich bin immer gespannt, was es so noch für Tracks im Laufe des Spiels geben wird. Ich freue mich auf jeden Fall tierisch drauf, weil bisher gefällt er mir schon extrem gut und die Musik von der Millenniumsfeier fand ich schon unglaublich cool. Da gibt es auch so eine geile Orchesterversion von M, der das mit verschiedenen Instrumente spielt. Das ist schon sehr cool gemacht. Ihr seid zurück. Zwischenzeitlich waren wir auch mal wieder da so nebenbei, ne? Als ob sie Lunte gerochen hätten, wo ich war. Und? Was habt ihr entdeckt? Das ist die Zukunft. Hä? Kümmert, was gibt's zu essen?
Wir haben nur das hier gefunden. Same? Ihr wisst nicht, wie lange der Enatron noch arbeitet. Die Samen sind euer letzte Hoffnung. Ihr müsst am Leben bleiben, wie wir, ach. Ihr seid seltsam, anders als wir. Wahrscheinlich, weil wir gesund sind. Gesund? Das klingt gut. Wir werden versuchen, die Samen zu sehen. Was ist denn das? Vielleicht unsere Zukunft. Ihr geht zur Protokuppel, dann gehen durch Labor 32 und nehmen das hier mit. Einmal Motorschlüssel erhalten. Es ist der Schlüssel zu einer Düsemaschine. Früher, als ich jung war, bin ich damit rumgefahren. Hoffentlich ist sie noch intakt. Nur drüber hat's stärkere Roboter, geben Acht und bleiben gesund. Ja, ich probier's halt mal, ne? All die Fabriken namens Protokuppel ist immer ein paar verrückte Roboter bewachen die. Ja, das wissen wir schon. Von daher ruhe ich mich jetzt einmal mit dem Enatron aus und ich nutze jetzt einmal die letzte Ladung, die dieser Enatron hier hat. Aber der Hunger bleibt halt, das ist so eine Sache. Na gut, machen's gut, ihr Müllmenschen. Wir sehen uns, wenn eure Zukunft hoffentlich in Ordnung gebracht worden ist. Schauen wir mal. Wenn wir diesen Lavos hin, könnte es auch sein, dass die Zukunft hier wesentlich rosiger für die Leute aussieht, statt so ekelhaftes, ja, ekelhaftes Wasteland. 2300 Hämmers. Aha. Interessant. Dann mag ich aber hier nochmal speichern. Also vor gut 300 Jahren ist das passiert. Steht nur Sache, wenn man das gelöst hat, das Problem mit dem Lavas, dann sieht noch 300 Jahre die Zukunft auch wesentlich besser aus. Okay, jetzt können wir mit dem Ding rumheizen. Aber vorher Nummer 4 von den Prototypen fertig machen. Ich wollte gerade sagen, wollt ihr überhaupt kämpfen? Stehen bleiben! Huch, was ist denn das für ein Biker hier? Hey, es ist der Mann. Der Mann, danke, danke, ich bin Applaus gewöhnt, Baby. Der Mann. Für Lebensfarmer wie euch bin ich Johnny. Jetzt spitzen mal die Ohren. Ein Deal vom alten Highway führt durch die Ruine. Interesse an einem Rennen? Nimm die Düsemaschine und Kneife gilt nicht. Wisst wie's geht? Nee? Erlaubt dann heute mal zu. Gas wird automatisch geregelt. Wir fahren also nur schnell. Lenk mit dem Steuerkreuz, drück B für den Turboantrieb. Du kannst ihn pro Rennen 3-mal benutzen und dazwischen muss er sich kurz aufladen. Und im Bild siehst du deine Position. Jetzt zeig mal, was drauf hast, Baby. Ach du Scheiße. Und was sagt ihr, du? Johnnys Sieger haben ihn gestylt. Okay. Der Mann rast wie der Blitz. Und du hier? Ja, auch wieder dasselbe gestylt. Und der hat auch wieder gerast wie der Blitz. Nimm die Düsemaschine und Kneife gilt nicht. Alle hopp. Oh je, Minigame. Ach du Scheiße. Oh je. Hey. Herrsch du. Du Sausack. Ah, da stellt er sich ständig da vorne dran, der Hansel. Ah, ich muss ihn ständig dann versuchen wegzuhalten. Indem ich dann vor ihm rumhampel, damit er nicht mehr an mir vorbeikommt. Okay. Ha! Das war Glück. Das war echt Schwein gehabt. Ich mag die Musik. Die ist schön. Die erinnert mich immer, wie wir das erste Mal an den Frosch gerotet sind. Ach ja. Aber ach, sehr geil animiert das Ganze. Ach ja, mal gucken, was wir jetzt kriegen vom Johnson. Na, was hast du parat, Ugly Johnson? Du schlägst mich, unglaublich. Aber ich werde viele Revanche, aber komm nur an mir rasen, Baby. Da gibt's ja davor jetzt nix. Na, pinst noch die ganze Zeit rum. Aber irgendwas Tolles dafür kriege ich jetzt auch nicht. Langweilig. Ich hätte gedacht, dafür kriege ich jetzt irgendwas Tolles von ihm. Nee, in dieses Empire State Building kann ich auch noch nicht gehen. Schade. Hätte ich eventuell gedacht, dass man in den Trümmerachal gehen könnte. Was haben wir dann hier? Fabrik haben wir hier noch. Alla hopp. Was gibt's denn da?
Huch, das sieht aber nicht gut aus. Saver. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Vielleicht sollte ich fortrennen. Flucht nicht möglich. Oh, leck. Haben wir irgendwas parat an Technik? Scheiße. Ich probiere mal einen Stich. Ja, der zieht ein bisschen besser. Wow, meine Güte. Das war aber Schwein gehabt. Okay, das sollten wir vielleicht jetzt nicht unbedingt ausreizen. Und da kommen wir wahrscheinlich nicht... Ja, kommen wir wahrscheinlich nicht durch. Wie wäre es mit L, R und A-Taste? Nee. Okay. Na gut, so kommen wir noch nicht durch. Müssen wir wohl damit leben, dass wir die verschiedenen Epoche höchstwahrscheinlich mehrfach besuchen werden. Damit uns dann die Gebiete auch zugänglich sein werden. Okay, Protokuppel. Gehen wir da mal nur rein. Sieht aber auch besonders gut aus. Oh, 3 von deinen Viecher. Chrono, mein lieber Freund. Probier doch mal den Zyklon hier aus bei dem. Nee, das ist schade. Okay. Aber sie haben ja schon gesagt, die Roboter hier wären etwas stärker. Wobei, die kennen wir halt schon, die Biester, von daher, ne? Das ist kein Problem. Natürlich, die prügelt genau auf der falsche wieder. Sie auf der richtige und macht ihn fertig. Ausgezeichnet, alter Knabe. Dann machen fertig, Chrono. Perfekt. Mhm, das sieht gut aus. Ach du Scheiße. 4 von deinen Gestalter. Schaffen wir trotzdem. Das schaffen wir trotzdem ganz gut, denke ich. Da können wir nämlich 3 auf einmal machen. Oh yeah. Sehr gut. Und Maler, hoffentlich machst du ihn fertig. Sehr gut. Ja, die sind doch kein Problem mehr, die Biester. Perfekt. Ein Enatron. Jawohl, natürlich benutzen wir den. Und super Sach. Ja, trotzdem haben wir alle immer noch Hunger. Wir frieren uns, wenn wir wieder in die Vergangenheit, in unserer Zeit oder wohin zurückkehren. Da gibt's genug Futter. Was ist denn das für einer? Was ist denn das? Das ist mitgenommen. Scheint aber ein humanoider Roboter zu sein. Faszinierend. Ja, Hauptsache mal irgend so unbekanntes Ding wieder aufgeschraubt. Vielleicht kann ich ihn noch reparieren. Was? Und wenn er uns angreift? Das wird ja nicht versprochen. Maschinen sind nicht böse. Aber Menschen können sie böse machen. Luca, hast du etwa Mitleid? Lass mich arbeiten, okay? Okay, gucken wir mal, was da dabei rauskommt. Der rührt sich nicht. Ja, wahrscheinlich ist das hier der Türöffner-Roboter. Gut, das ist alles. Ich gebe ihm jetzt mal Saft. Und... Huch. Die Musik dazu. Moin. Guten Morgen, Herrin. Was ist Ihr Befehl? Ich bin nicht deine Herrin, ich bin Maler. Und das ist Chrono. Und Luca hier hat dich repariert. Verstanden. Fräulein Luca hat mich repariert. Nur Luca reicht völlig. Negativ, das wäre unhöflich. Hör ich mal zu, ich hasse so Förmlichkeiten. Du nicht auch, Maler? Aber klar. Ich verstehe, Luca. Alla hopp, und was ist mit deinem Namen? Meine Seriennummer. Sie lautet R-66Y. R-66Y? Cool. Nee, das geht ja gar nicht. Los, Chrono, gib mal einen gescheiten Namen. Oh, das ist ein Verbündeter. Okay, cool. Robo. Ja, das sieht aber schon etwas eklig aus. Robo, perfekt. Dein neuer Name ist Robo, okay? Ich bin Robo. Daten gespeichert. Hey Robo, warum sind hier keine Menschen? Was ist hier passiert? Es gab viele Menschen. Nee, was ist hier passiert? Wahrscheinlich eher.
Es gab viele Menschen und andere Roboter in dieser Kuppel. Ich glaube, etwas Schreckliches ist hier passiert. So scheint es jedenfalls. Aber wie kommt es, dass ihr überlebt habt? Wir kamen durch die Zeittür aus dem Jahr 1000. In der Aris-Kuppel fand man raus, dass hier ein Tor sein soll. Auf der Suche danach haben wir dich entdeckt. Aber die Tür zu den inneren Räumen ist dummerweise verschlossen. Ja. Kein Wunder, ohne Strom gehen wir zur nördlichen Fabrik. Ich kenne das Sicherheitssystem und kann den Generator dieser Kuppel aktivieren. Der Switch-Tour? Ja, da ihr mich repariert habt. Aber der Generator wird nicht lange arbeiten. Jemand muss zurückbleiben und die Tür öffnen, sobald er läuft. Ich bleibe oder male? Ja, Luca. Sorry, aber Male ist als Heilerin etwas nützlicher. Und außerdem als Ingenieurin ist die auch besser geeignet. Erlaub, ich kümmere mich um alles. Schön, jetzt habe ich hier den Roboter noch mit dabei, den urige Kerl. Gucken wir uns den mal an. Robo ist Stufe 10. Zinnarm hat er, einen Eisenhelm hat er auf, Titanweste und einen Verteidiger hat er als Accessoire. Das war Ausdauer plus 2. Okay. Na, das wird ja noch lustig hier mit dem Roboter bei uns. Aber ich glaube, wir haben so in jeder Zeit unseren Verbündeten. In der Vergangenheit war es wieder Frosch. Und hier haben wir halt noch Robo mit dabei. Gut. Na dann, machen wir was, Kerle. Sehr schön. Hebe Sicherheitssystem 00 auf. Oh, jetzt können wir das so. Na, die halten ordentlich was aus, die Viecher. Sauer oder Saver? Weiß ich jetzt nicht, wie die Viecher heißen. Ui, okay, der macht bei deinen Biester tatsächlich Schade. Einen Tech-Punkt gibt es auch noch drauf. Doppeltech Aurastrahl gelernt. Sehr schön. Kriegen die ab diverse Level, ach nochmal irgendwelche Techs ab oder was? Laserwirbel. Kraftstrahl füllt einige Lebenspunkte. Ah, der wäre auch noch ein Heiler gewesen. So wie Froschach schlägt Gegner und Laserwirbel erfasst alle Gegner. Okay, cool. Coole Sache. Oh, das ist ein Fahrstuhl. Okay. Gehen wir jetzt aber nochmal hoch. Oh. Wie sieht es dann da noch aus? Ja, es war mir irgendwie klar, dass das nochmal Gegner sind. Aber da hängt eine Notiz neben dran, die ich gern lesen würde. Und Male kann auf ihn. Und Robo geht mal auf den hier. Das sind jetzt die Ziefer, das sind Geziefer. Alles klar. Und zack. Sehr schön. Ich nehme mal an, dass Robo wahrscheinlich Element Gewitter hat. Ich nehme es einfach mal an. Ich kann mir bei ihm was anderes schlecht vorstellen, um ehrlich zu sein. Chrono wird aufgestuft. Sehr schön. Jetzt gucken wir gerade mal. Nee, Robo hat tatsächlich gar nichts. Sie ist Wasser, Chrono ist Gewitter und Robo hat überhaupt kein Element bei sich. Na gut. Links Labor, rechts Fabrik. Achtung, Fließband in Fabrik nicht abschalten. Ansonsten Sicherheitssystem aktiviert und Gefahr für Personal. Okay, gehen wir nochmal zuerst durch, runter. Nicht in die Fabrik direkt, sondern erstmal ins Labor. Das hätte ich eigentlich ganz gern vorher nochmal analysiert. Aber wenn ich hier speichern kann, ist auch sehr gut. Dann würde ich nämlich gleich mal sagen, dass ich hier meinen Cut mache, ihr liebe Leute.
Und wir sehen uns dann morgen wieder zur Let's Play Chrono Trigger auf Pelzig. Ich bin froh, dass wir die LR&A-Krise überlebt haben und dass es jetzt weitergeht mit unserem Special-Verbündeter aus der Epoche, der auch noch ein ziemlich cooler Roboter ist. Das wird aber auch wieder lustig, den zu synchronisieren mit eben dieser Stimme. Ich hoffe, das ist nicht so nervtötend für euch. Gebt doch gerade in die Kommentare auch mal vielleicht Bescheid, ob ich den weiter so machen soll oder ob ich ihn eventuell etwas menschlicher sprechen soll. Würde mich einfach mal interessieren, wie ihr das so wahrnehmt, wie ich eben diese Charaktere spreche. Wie dem auch sei, wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Chrono Trigger auf Pelzig. Machen's gut und bis morgen dann wieder. Euer Yankee.